was war dein Gefühl, als ihr Thüringen-Meister geworden wird? Also was hast du da gefühlt? Wie hast du dich da gefühlt? War einfach nur geil. Da haben wir in den letzten Wochen drauf hinzugearbeitet. Ich denke, gut, da sind wir uns einig, oder? Dass wir die letzten Wochen auf jeden Fall einfach nur Bock gehabt haben, mit euch zusammen Meister zu feiern. Was bedeuten die Fans für euch? Also wenn ihr das jetzt hört, was die Fans für euch machen, dass die hier jetzt mit euch so lange weit weg fahren und euch bei jedem Spiel so unterstützen, wie fühlt man sich da eigentlich als Spieler? Das ist geil, ohne Mist. Ich habe noch in keinem Verein gespielt, wo wir halt so eine geile Fanbase gehabt haben. Also auch BC, ohne Mist. Geiler Typ. Riesigen Dank an dich und an euch alle. Hier mal kurz. Ihr seid die besten Fans, ohne Mist. Conny, nee, pass auf. Ich hoffe einfach, dass es mit dem Verein, egal wie es mit den Spielern weitergeht, einfach weiter bergauf geht. Die haben alle Bock. Nicht dann in der Blick nach oben. Wirst du beim Verein bleiben oder wirst du woanders hin? Ja, das schauen wir mal. Da haben wir noch einen Monat Zeit. Haben viel zu tun. Es gibt viele neue Spieler. Schauen wir mal. Und seit wann spielst du jetzt bei Dachwig schon? Ich habe das Glück, jetzt schon 3 Jahre in Folge beim Dachwig Stolstedt zu spielen. Also ich habe so die ersten Spiele schon mitgenommen. Also ich bin glücklich über die Zeit, die ich hier mit den Jungs verbracht habe. Und ja, alles was jetzt kommt, schauen wir mal. Wie war das Gefühl eigentlich für dich, dass du das 4-0 bei der zweiten geschossen hast, also dann, wo die Meisterschaft dann war? Ja, das ist natürlich auch immer noch mal so ein Glückstreffer. Ich muss halt auch fairerweise dazu sagen, dass ich halt einen ganz klaren in der 20. Minute auf Fuß gehabt habe, den Luki ganz fein rausgespielt hat. Den hätte ich schon reinmachen müssen, aber darum spielen wir Fußball. Wir können die Fehler wieder gut machen und in der 90. Minute hat es geklappt. Da habe ich den Kopfballtreffer dann gemacht und damit haben wir ein ordentliches 4-0 zur Meisterschaft gemacht. Unterstützt du auch selber noch einen Verein? Also so hast du jetzt auch so einen Lieblingsspieler oder so einen Lieblingsverein, den du auch immer noch unterstützt? Oder konzentrierst du dich lieber auf deinen eigenen Verein? Nee, also ich bin großer Anhänger vom deutschen Fußball, vom Borussia Dortmund. Ich sympathisiere mit dem Verein und ansonsten mit Manchester United und ja, beides geile Mannschaften. Aber so eine Fanbase wie der FC Blau-Weiß Dachwig Stolstedt hat kaum wer. Und sonst so Lieblingsspieler oder sowas? Hast du sowas auch? Nee, also es gibt viele begabte Spieler. Da lege ich mich wenig fest. Ich liebe den Fußball so wie er ist, mit allem drum und dran und so soll es auch bleiben. Hast du vor, irgendwann auch noch mal im Eisfeld zu spielen oder willst du noch nicht noch? Ja, das bleibt mal abzuwarten. Ich habe jetzt ein paar andere Projekte und dann mal schauen, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Weg zurück. Die heimatlichen Sprünge. Alles klar. Danke, das war's.